Endlich ist der scheiß Wahlkampf vorbei. Die Wahlveranstaltungen und die Fernsehduelle sind mir voll am Arsch gegangen. Endlich haben alle Wähler meine Wahlversprechen fressen. Sprich, alle politischen Gegner haben im Beil 0 Sitze im Parlament. Ich hab die total absolute Mehrheit. Und schon nächste Woche werde ich angelobt zum Regierungschef. Komisch. Als Bub wollte ich eigentlich Kanörhammer werden, nie Kanzler. Mir waren die Kanörrotzen immer sympathischer als Menschen. Trotzdem bin ich Politiker geworden und letztendlich mit übermenschlichem Wahlkampfeinsatz Bundeskanzler. Na sicher wird's bad werden im Parlament, wenn nur die Parteiwichser von meiner Partei im Parlament hucken und brav klatschen wie dressierte Zirkusaffen bei jedem Schatz, was es am Rednerpult von mir gibt. Wurscht. Als Regierungschef muss man die stinkfaden Parlamentspredigten glaubwürdig overratschen, ohne dran zu glauben. Das bin ich meinen Wählern und Wählerinnen schuldig. Und das gebe ich ehrlich zu. Am meisten freue ich mich auf die Öffentlichkeitsarbeit nach der Parlamentshocken, sprich auf die gratis Fress- und Saufgelage in die Nobellokale und selbstverfreilich auf die kostenlosen Edelhörner in den Nachtclubs. Ha, das wird der Spaß. Im sauderen Sektpool planschen, während unter Wasser 3 Blasengel mein Kanzlergurken Zungenflinte glühen. Ich hab jetzt schon einen Batzensteifen. Eins weiß ich. Nächste Woche nach der Angelobung lass ich mich sofort mit der Kanzlerlimousine ins nächstbeste Buch chauffieren. Weil ich bin schon total fickrig, wichsen will und kann ich nicht mehr. Ich hab schon so viele Blasen auf beide Bratzen und mein Eiersackel wird Tag für Tag blader. Jetzt ist er so dick wie eine reife Honigmelone und ich hab die Angst, dass mir der Gottelsack platzt. Wie stehe ich dann da im Parlament vor meine Parteiwichser, wenn ein Schriller ein Nuch zu einer redet und nicht ein Regierungschef mit einer tiefen Staatsmannstimme? Und auch meine Wähler und Wählerinnen waren voll enttäuscht von mir. Die hätten mich nie wieder mehr wählen. Kein Mensch wählt einen Zumpferlpolitiker, der kein Eiersackel hat. Schluss mit der Schwarzmalerei. Ich hasse Panikmache. Ich bin voller Optimismus. Ich glaube fest an die Gesundheit meiner Geschlechtsorgane und bin zutiefst überzeugt, dass sowohl mein Beidel als auch meine Eier die komplette Bordell-Legislaturperiode schadlos überstehen. Drum sage ich allen meinen politischen Gegnern heute schon: Leht's mich kräftig am Arsch. Mit anderen Worten: Viele Babschi-Bussi wünscht sich euer brandneuer Bundeskanzler. Ja.